Servus YouTube. Wir gehen rein jetzt in die Top 10. Ihr seht, wie immer live im Stream, wenn ihr live dabei sein wollt. Schaut gerne montags 18 Uhr auf Twitch vorbei. Damit starten wir rein hier in die Top 10 von Dortmund. Natürlich erstmal sortieren den Bums hier. Top-Kommentar. Ich scroll mal einmal durch, wie immer, damit ich mal so einen Eindruck kriege. Ja. Ich denke mal, über 10 ist schon mal gut. Alles andere können wir, glaube ich, außen vor lassen. 17, da unten 14. Ja, ich denke mal so. Das war's schon. Ja, das sieht doch gut aus. Haben wir noch ein gutes Augenmaß. Alles über 10. Können wir reingehen. Gut. Sinke. Wäre Schlotterbeck bei Bayern und es wären die gleichen Aktionen gegen den BVB gewesen, würden die Medien um BVB schreien. Rot, Bayern-Bonus. Ja. Ja. Meine Meinung steht dazu. Ich habe es gesagt. Für mich war das eine rote Karte und gut. Ja, klar spielt Schlotterbeck den Ball auch. Ja, er spielt aber auch mit offenen Stollen das Bein von Stanisic und weiß ich nicht. Ist jetzt, wenn wir den Gegner das Bein brechen, aber gleichzeitig den Ball spielen, ist das dann okay? Ja. Ich meine, dass da noch nicht mal direkt der Schiri angerannt kam und die gelbe Karte gezogen hat, sondern erstmal da hin und her mit dem Fahr irgendwie, fand ich schon wild. Ja, weil das ist ja dann das Minimum. Ja, I don't know. Fand ich, wie gesagt, ich meine, wenn man sich die Zeitlupe anguckt, ich glaube, hätte der Schiedsrichter die Zeitlupe gesehen, hätte er rot gegeben. Ja, ich sag's mal so rum. Er hat sie nicht gesehen, weil der Fahr ihn nicht rausgeschickt hat. Der Fahr hat nicht eingegriffen, weil, keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Frag mich nicht. Ich bin beim Fahr eh raus. Das Thema ist für mich abgehakt. Ja, ich sehe den Sinn dieser technischen Unterstützung nicht, wenn man sie nicht zu 100% nutzt im Spiel. Und das tut man aktuell nicht. Von daher ist das für mich hinfällig. Ja, natürlich wäre es andersrum genauso gewesen, ja. So genauso wie ich mich darüber auch aufgeregt habe. Ich habe es ja gesagt in dem Video, zum Glück müssen wir das Thema nicht aufmachen, weil zum Glück das Spiel trotzdem gewonnen wurde. Sonst wäre das Thema natürlich viel, viel größer geworden. Wäre für mich jetzt kein Argument gewesen, wenn wir das Spiel jetzt verloren hätten, was wir ja nicht haben aufgrund der zweiten Halbzeit. Aber das war ja dann noch nicht mal die einzige Aktion von Schlotterbeck. So, ja, du hast danach ja noch 2 Aktionen, wo du mindestens was heißt mindestens, wo du über 'ne gelbe Karte reden kannst und dann ist es 'n Witz, dass dieser Spieler das Spiel beendet hat. Das ist meine Meinung dazu. Gut, Henning, Glückwunsch zum nicht unverdienten Sieg und natürlich zum Titel, aber der war vorher schon klar. Ich hätte mir als BVB-Fan zwar ein Remis gewünscht und das wäre, denke ich, auch nicht unverdient gewesen, aber eure Top-Qualität muss man anerkennen. Trotzdem bin ich mit dem Spiel und unserer Leistung auch sehr zufrieden. War Werbung für Fußball meiner Meinung nach vor allem Halbzeit 2. Ja, habe ich ja in meinem Video auch gesagt, Halbzeit 2 war es auf jeden Fall Werbung für die Fußball-Bundesliga. Und ich denke, als neutraler Zuseher hat man ein gutes Spiel gesehen. Ich glaube schon, dass Dortmund die Möglichkeit gehabt hat, dieses Spiel zu gewinnen, wenn sie die zweite Halbzeit so gestaltet hätten wie die erste Halbzeit. Ja, wir haben in der ersten Halbzeit, wenn wir ehrlich sind, ich erinnere mich an keine klare Torchance. Ich erinnere mich an so 'n cooler Ball von Kimmich, ja, der es immerhin mal versucht hat aus 25 Metern. Ansonsten, wir haben keine Lösung gehabt. Unsere Außen waren abgemeldet, weil die Außen gedoppelt oder gedribbelt wurden. Kimmich war nicht in der Lage, das Spiel schnell zu machen durch die Mitte, hat Pawlovic die Räume genommen, damit Pawlovic dies tun kann. Wir waren absolut nicht in der Lage, in der ersten Halbzeit Torchancen zu erspielen. Ja, ich habe es ja in dem Video auch gesagt, warum Dortmund dann in der zweiten Halbzeit uns den Gefallen getan hat und gedacht hat: „Oh, geil, wir zeigen es heute den Bayern.“ Weiß ich nicht, ist mir am Ende des Tages auch wurscht. Auf jeden Fall, das war der Schlüssel, damit Dortmund dieses Spiel nicht gewinnt. Ja, wenn Dortmund weiter so diszipliniert hinten verteidigt hätte, dann hätten sie wahrscheinlich eher das 2:0 gemacht, wie wir das 1:1. So ehrlich muss man sein. Ja, wenn man auch und die Spiele die Saison anschaut von uns, wo wir die meisten Probleme hatten,
Dann, wenn eine Mannschaft mit sehr viel Qualität genau so agiert, wie es Dortmund in der ersten Halbzeit getan hat. Und ich habe das eigentlich auch erwartet, weil Kovac schon ein abgewichster Hund ist und dem eigentlich egal ist, wie man die Siege einfährt. Wie gesagt, warum Dortmund dann die Tür aufgemacht hat. PK hat ja leider nicht stattgefunden auf dem Bayern-Kanal. Die Frage wäre interessant gewesen, weiß ich nicht. Ja, dadurch haben wir in der zweiten Halbzeit ein sehr, sehr geiles Spiel gesehen mit allem, was den Fußball ausmacht. Und war auf jeden Fall Werbung für die Bundesliga, ja, da gehe ich voll mit. Ben, warum bewertest du Kompany eigentlich immer lediglich nur nach seiner Aufstellung beziehungsweise nach seinen Ein- und Auswechslungen, beziehst aber seine Spieltaktik nie mit ein? Das ergibt keinen Sinn. Ja, wer sagt denn, dass ich das nicht tue? Mitdenken, Freude schenken, wa? Marius, auch Ulisse immer gnädig bewertet, spielt immer öfter sehr arrogant und flankt immer zu spät, verlagert gute Kontersituationen schon öfter, dann mit dem Pass zurück und wieder. Beginnt das Querpassspiel. Warum nicht mal eine klare 4? So gewinnt man gegen Riesengegner nie. Bezüglich Schiri muss man mal auch offen sagen, dass man alles in allen Spielen für den BVB pfeift. Ja? Bezüglich Schiri muss man mal auch offen sagen, dass man alles in allen Spielen für den BVB pfeift. Aha. Man muss ja von DFB-Seite die Bulli spannend halten. Deshalb alles pro BVB. Aha. Also, wenn du ein Bayern-Fan bist, wage ich zu bezweifeln, dass du alle BVB-Spiele gesehen hast. Aber gut, I don't know, ich kann dazu nichts sagen. Ich habe keine BVB-Spiele gesehen, außer die Spiele gegen uns. Auch Spielansetzung pro gegen FCB, Fouls gegen BVB, keine roten Karten gegen BVB und so weiter. 100% hätte ein Bayern-Spieler rot gesehen statt Schlotterbeck bei dem groben Foul an Stani. Oder das Steigen auf die Bande zu den Fans wäre gelb-rot gewesen und gelb für das Elfmeter-Foul wäre Schlotti mit gelb-rot auch raus. Opata oder Kim wären längst rausgeflogen, warum sagt das keiner? Immer nur so tun, als ob nichts wäre oder es immer nur Zufälle sind. Unglaublich naiv. Ja, weiß ich nicht. Weiß nicht, ob man eine Verschwörungstheorie aufmachen muss. I don't know. Wen interessiert es am Ende des Tages? So, hättest das Thema, wie gesagt, aufmachen können, wenn das spielentscheidend gewesen wäre. Ich gehe ja mit. Für mich, habe ich ja gesagt, hätte Schlotterbeck auch vom Feld gehört. Aber jetzt zu sagen, alles wird für den BVB gepfiffen, alles wird für die Gegner gegen Bayern gepfiffen, boah, weiß ich nicht. Also ich habe auch schon ein paar Szenen die Saison gesehen, die für uns gepfiffen wurden, wo es 50-50 war. Wilder Take. Meinerseits. Also ich finde, dass ein wilder Take ist. Michael, ich rede ja ungern über Schiedsrichter, aber vor allem in Halbzeit 1 wurde ja alles für Dortmund entschieden. Für mich ist mit offener Sohle in den Gegner springen rot, was ja auch Schlotterbeck nach dem Spiel zugegeben hat. Hatte ein bisschen Glück. Dann noch so Aktionen, wo Ulisse auf den Fuß gestiegen wird und es gibt nicht mal Foul. Ja, das fand ich auch eine absolute Frechheit. Ist aber auch nicht das erste Mal die Saison gewesen, dass das nicht gesehen wird. Wobei ich da sagen muss, sowohl für uns als auch gegen uns. Ja, auch wir haben das 3-4 Mal getan, wo es noch niemals einen Foul gab. Der Freistoß vorm 1:0, ich sehe da auch keine Hand im Gesicht, was Adeyemi da machen will. Ja, er hat es natürlich maßlos übertrieben. Es war natürlich ein Foul. Ja, so der Kontakt war da, aber was ein Adeyemi daraus macht. Aber lass mich nicht in diese Schiene gehen, Alter. Ähm, viele, viele Spieler in Dortmund sind für mich, ey, super unsympathisch. Da kann Dortmund nichts für, ja. Aber so ein Schlotterbeck, so ein Adeyemi, das sind für mich Charaktere, Alter. Boah, das ist so Rüdiger-Niveau, ja. Und ist auch ein Punkt, warum ich mir die Nationalmannschaft nicht wirklich reinziehen kann, Alter. Das muss ich mal klar sagen. Also ich kann mit den Spielern nichts anfangen, so gar nicht. Das ist so Leroy Sané Niveau, ja, obwohl der schon weniger geschauspielert hat wie diese Spieler, Alter. Außerdem ist der Elfmeter für mich gelb-rot, wenn er damit eine klare Torchance verhindert. Naja, die Bundesliga und ihre Schiedsrichter, das wird auch nicht besser. Ja, Schiedsrichter sind
aus Bayern-Sicht, was wir diese Saison so gesehen haben, war schon wild unterwegs teilweise. Ähm, wenn man so die Schlagzeilen liest, scheint das generell auch auf die Bundesliga zuzutreffen. Da gehe ich 'n bisschen mit auf jeden Fall. Aber wie gesagt, ich sehe keine anderen Bundesligaspiele, deswegen 'n bisschen schwer zu beurteilen für mich. Ähm, ansonsten ist zu der Szene alles gesagt, denke ich, ne? Schlampinchen, weiß nicht, was du heute für ein Spiel gesehen hast, aber Kimmich war heute wirklich recht gut. Okay, genau wie Serge. Du stellst sie heute hin, was sie nicht verdient haben. Kimmich spielte die letzten Spiele wirklich nicht gut, aber heute konnte man wirklich nicht meckern. Jo, das ist ja schön, dass du das anders siehst wie ich. Dann hast du ein anderes Spiel gesehen wie ich, das ist auch völlig fein. Kimmich war in der ersten Halbzeit unterirdisch, Serge Gnabry war das ganze Spiel unterirdisch, bis auf seine einzige gute Szene, die er hatte, und die hat er gehabt dank Kimmich, ja, das habe ich aber auch in dem Video erwähnt. Wenn du Kimmich in der ersten Halbzeit gut fandest, dann hast du einfach einen anderen Anspruch an unser Spiel und an Joshua Kimmich. Ich habe es gerade schon gesagt, wir waren nicht in der Lage, überhaupt mal eine ernsthafte Torchance herauszuspielen. Und da hatte Josh Minimum 80% Anteil, dass wir so schlecht agiert haben, wie wir agiert haben in der ersten Halbzeit. Ja. Das sollte man sehen. Also, es war nicht eine schnelle Aktion von Josh drinne. Das war zweite Halbzeit war echt okay, habe ich aber in dem Video auch erwähnt. Aber ist ja auch fein, dass du 'ne andere Meinung hast. Jeder soll seine Meinung haben, wie er möchte. Martin, ich bin sicher kein Fanboy von Serge, aber so schlecht habe ich ihn heute nicht gesehen. Ja, das ist doch schön für dich. Das freut uns doch alle. Und den Serge wahrscheinlich am meisten. Ähm, Chris, also sorry, aber man muss auch nicht Ulisse immer abglatzen. Er und Diaz haben heute technisch echt 'n Schlamm gespielt. Da empfand ich sogar Serge besser. Wild. Ja, ich glaube, ich muss meine Anti-Serge-Brille abnehmen beim nächsten Mal. Also, wie man in dem Spiel Serge besser als Ulisse, als Diaz, boah, Alter. Ja, ne, kann ich nicht drauf eingehen, dann geht mein Puls noch höher, Alter. Dann ist der Stream gleich zum Start schon wieder auf 'ner Temperatur, Alter, wo wir nicht hinwollen. Wild. Wild, wild, wild. Aber wie gesagt, jedem seiner Meinung und das ist ja auch schön so. Ähm, ja, damit ist alles gesagt, ey. Nigen, ich finde Ulisse im Zusammenspiel mit Laimer so viel besser als mit Stanisic. Ja, zu der Prime gehe ich da mit. Da sind Ulisse und Stani noch nicht, definitiv nicht. Dortmund jetzt als Maßstab zu nehmen, finde ich schwierig, weil beide Außenverteidiger auf jeden Fall defensiver gespielt haben wie sonst. Ich denke, Stani und Ulisse sind auf einem guten Weg. Aber ja, gehe ich mit. Also, so zur Prime, wo Conny und Michael, das war schon 'n anderes Niveau. Vor allen Dingen, dass der Laufweg, den Conny immer gemacht hat, über die Halbposition in den Strafraum rein und wie oft Ulisse den Ball dahin gesteckt hat, ja, wo wir ja schon gesagt haben, warum die Gegner das nicht raffen und das versuchen zu verhindern. Ja, das haben wir super oft gesehen in der Hinrunde. Ja, da gehe ich schon mit. Also, so weit ist Stani und Ulisse noch nicht. Aber ich denke, die sind aufm Weg dahin. So, wie viel habe ich denn jetzt überhaupt, ey? Die hören bestimmt nur Webradio. Ja, keine Ahnung. Ist ja auch okay. Jeder kann ja andere Meinungen zu Spielerbewertungen haben. Das ist doch 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Einer noch. Der Goldene. 17. Da ist der Goldene. Gulasch, bitte nerv mal nicht rum, Alter. Kimmich hat ein überragendes Spiel gemacht. Selbst der Trainer, der Gegner, hat dies hervorgehoben. Es nervt nur noch, wie du Woche für Woche auf Kimmich rumhackst. Unglaublich peinlich. Note 1,5 für Kimmich. Warum denn dann keine Note 1, wenn er so überragend war? Punkt 1, Punkt 2, dann guck doch hier nicht jede Woche zu. What the fuck? Ach, herrlich. Ach ja, da sind wir wieder. Kimmich Fanclub, Gulasch, du bist jetzt der 3. Vorsitzende. Kannst dich bei der Mara melden, die nimmt dich gerne auf, die trägt dich ein. Ist gar kein Problem, ne?
Kriegst du schon hin. Gut, das war's. Top 10.